Ihr kennt das sicher auch, wenn ihr Geburtstag habt als Kind. Da fangst du schon im Voraus an zu zählen, wie viele Tage geht es noch? Noch 10 Tage, noch 5 Tage, noch 1 Tag. Und nachher am Tag vorher sagst du, morgen habe ich Geburtstag. Morgen Morgen ist es soweit. Und ich stelle mir vor, dass der Samuel genau das Gefühl hatte, als er das 3. Mal ins Bett gegangen ist. Er hat gesagt, hey, jetzt das nächste Mal, wenn ich gerufen werde, dann redet Gott, dann höre ich ihn. Ich koche gern. Also vor allem tue ich gern essen, aber das Kochen gehört halt dazu. Und beim Kochen gibt es so 2 verschiedene Typen. Es gibt die ein Rezept haben. Da können sie genau alles nach Rezept kochen, alles abmessen, genau noch mit einer Waage, mit jedem Esslöffel einzeln. Und dann gibt es die einfach mehr Freestyle sind und ich habe mal ein Video gesehen irgendwo und ja, noch ein bisschen von dem drin und das passt dann schon. Und es kommen beide ans Ziel, aber der ein bisschen freier ist, da kommt es halt vielleicht nicht immer so raus, wie er erwartet hat am Schluss. Aber heute möchte ich mit euch auch ein Rezept teilen. Und zwar ein Rezept, wo es darum geht, wie man einen Erweckungskuchen machen kann. Wie kommt es, wie kann Erweckung geschehen? Wie kann es dazu kommen, dass Gott wieder häufiger anfängt zu reden? Wie kann es dazu kommen, dass die Leute wieder mehr nach Gott fragen und wieder mehr Hunger haben nach ihm? Aber bevor ich euch das Rezept verrate, möchte ich noch den kleinen Text, der als Einleitung bei dem Rezept oben steht, noch weitergeben. Und zwar ist es so, wenn man eine Erweckung Gott das auf dem Herz hat und wünscht, gibt es verschiedene Punkte, die es wie braucht dazu. Aber es gibt einen grossen Punkt, den man nicht beeinflussen kann. Ich weiss nicht, letzte Woche, also vor einem Monat, haben wir Stromausfall gehabt. Wer hat dann etwas im Ofen gehabt, wo der Strom ausgefallen ist? Irgendjemand. Da haben wir jemanden gehabt. Es ist nichts mehr gegangen. Das Rezept war perfekt eingehalten. Man hat auf alles geschaut. Die Zutaten sind bereit. Aber wenn der Strom nicht da war, dann ist nichts passiert. Und genau so ist es mit dem Erweckungskuchen. Es gibt Sachen, die wir einhalten können, Sachen, die wir schauen können, das Rezept, das wir haben. Aber wenn Gott nicht den Strom gibt und sagt, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dann passiert nichts. Also das heisst, das, was wir machen können, wir können Gott nicht zwingen, dass es Strom gibt, wir können Gott nicht zwingen oder beeinflussen, dass es Erweckung gibt, aber wir können alles dafür machen, dass wenn es Strom gibt und Gott grünes Licht gibt, dass dann alles parat ist. Und das ist unser Teil. Und das wollen wir heute anschauen, das Rezept, der Teil, den wir machen können von unserer Seite. Zuerst wollte ich sagen, ich habe das Thema nicht ausgelesen, weil ich das Gefühl habe, endlich wollte ich mal über Erweckung reden, sondern wir haben überlegt, wo gibt es in der Bibel einen Juniorsoldat? Wo gibt es in der Bibel eine Person, wo Gott dient und man kann sagen, hey, das ist eigentlich ein Juniorsoldat und der perfekte Juniorsoldat ist der Samuel. Wir haben Geschichte gehört vorher und wo er das erlebt hat, ist er gerade etwa in eurem Alter gewesen. Er ist als ganz kleines Kind in den Tempel gekommen, dann ist er älter geworden, hat im Tempel mitgearbeitet, hat dort gelebt, ist in die Schule gegangen, ist in den Unterricht gegangen und wo wir die Geschichte heute, die wir gehört haben, das ist jemand, der im Alter war von Sandra, Elia und von Osina. Wieso geht es überhaupt um Erweckung? Wir lesen am Anfang von dem Kapitel 3, das heißt, der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Und am Ende vom 3. Kapitel heißt es, in den folgenden Jahren erschien Gott immer wieder in Silo, um mit Samuel zu reden und ihm Weisungen zu geben. Also wir gehen davon sehr selten, dass der Herr dem Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte, hin bis zu, in den folgenden Jahren erschien Gott immer wieder. Von selten bis immer wieder. Da ist etwas passiert, da hat sich etwas verändert im Leben von Samuel, aber im Leben von einem ganzen Volk. Doch schauen wir mal an, was braucht es für Zutaten für den Erweckungskuchen. Das Erste ist, man muss aufräumen.
aufräumen in seinem Leben. Wenn man die Geschichte anschaut von heute, merkt man, im Tempel ist eigentlich alles normal gelaufen. Die Fassade ist aufrechterhalten worden. Die Israeliten können in den Tempel gehen, sie können opfern, sie haben das, was vorgeschrieben war im Gesetz von Mose, haben sie können machen, sie können ihr geistliches Leben können so ein bisschen geradeaus weiterleben, aber hinter der Fassade hat es brodelt. Hinten dran ist es so, wie wir auch gesehen haben, im Anspiel der Juniorsoldaten hat es Leute gehabt, die Verantwortung hatten, die Söhne von Eli, die das Ganze zum Explodieren gebracht haben, die alles durcheinander gebracht haben. Die Fassade hat glänzt, die Fassade war schön, aber hinten dran war es verfault. Das heisst, wenn ich sage, die erste Zutat ist, dass wir aufräumen in unserem Leben, dann meine ich nicht nur eben ein bisschen die Fassade frisch streichen, sondern meine ich aufräumen. Und zwar richtig. Und zwar nicht so, wie wir als Kind das gemacht haben. Jetzt dürft ihr nicht zuhören, jetzt kommt das Geheimnis. Ich verrate euch, wie ich aufgeräumt habe, wenn ich ein Kind war. Weil ich habe nicht gerne aufgeräumt, überhaupt nicht. Und dann hat es verschiedene Tricks gegeben, wie man immer ums Aufräumen herumgekommen ist. Man konnte anfangen bei den Eltern stürmen oder man konnte für die Schule lernen, dann hat man manchmal auch nicht aufräumen müssen. Oder wenn der gar nicht funktioniert hat, hat es so den ultimativen Trick gegeben. Kasten auf, das untere Tabler, alles Puff reinschieben und Kastentüren wieder zu. Das Zimmer war aufgeräumt. Es hat alles sauber ausgesehen. Aber wirklich aufgeräumt war es nicht. Und das Puff im Kasten ist immer grösser geworden. Und darum, wenn die erste Zutat ist, dass wir aufräumen in unserem Leben, wenn es das ist, was es braucht, für eine Erweckung geschehen, dann meine ich eben nicht nur alles ins unterste Kastenabteil hineinschieben oder unter den Teppich wischen, wie man so schön sagt, sondern eben richtig aufräumen. Wenn wir das nicht machen, passiert das Gleiche wie beim Samuel oder wie beim Eli, beim Chef von Samuel. Gott hat ihm schon gesagt, hey, räum auf. Und er hat es auch ein bisschen probiert. Aber es ist nicht gegangen und er hat sich mit dem zufrieden gegeben. Und Gott hat sich zurückgezogen. Gott ist da nicht gestürmt. Gott hat sich zurückgezogen. Gott ist immer ruhiger geworden. Eben, das heisst, er hat nicht mehr so viel geredet. Es war nur noch selten gewesen, dass wir etwas von ihm gehört haben. Und wenn Gott schweigt, dann wird es schwierig in unserem Leben. Ich glaube, das kennen wir alle. Wir alle haben schon Zeiten gehabt, wo wir das Gefühl hatten, wo ist Gott? Wieso höre ich ihn nicht? Wieso spüre ich ihn nicht? Und es müssen nicht mal unbedingt Zeiten sein, wo wir vielleicht etwas falsch gemacht haben. Vielleicht haben wir uns gefragt, ja Gott, es ist alles, ich habe das Gefühl, ich habe alles gemacht, was richtig ist. Aber Gott scheint weit weg. Also wir alle kennen die Zeiten, wenn Gott nicht da oder wir das Gefühl haben, er ist nicht da. Wir sind am Verdursten. Man merkt, hey Gott, melde dich wieder. Wenn Gott uns nicht zu trinken gibt und die lebendige Quelle uns nicht Wasser gibt, dann verdursten wir. Und darum die erste Zutat. Aufräumen. Und zwar richtig. Die zweite Zutat, die es braucht für eine Erweckung, ist Rückendeckung. Wir sehen zwei Personen in dieser Geschichte, die am Samuel Rückendeckung gegeben haben. Die erste Person ist eine ganz eindrückliche Person, die Hannah, die Mutter von Samuel. Schon bevor der Samuel auf die Welt gekommen ist, hat sie ein Herz gehabt, das Gott gesucht hat, das zu Gott gefleht hat, das gesagt hat, Gott, ich will unbedingt ein Kind, schenk mir einen Sohn. Und sie hat gewusst, was mit ihren Sorgen an muss. Sie ist zu ihm gegangen, hat stundenlang gefleht im Tempel. Dann hat sie Verheißung bekommen, Samuel, du hast einen Sohn bekommen. Das ist der Start, das ist der Same, der Start von dem Leben von dem Samuel. Aus dem aus ist der Samuel gekommen. Und auch im Kapitel 3 lesen wir immer wieder, dass die Mutter ist immer wieder ihn besuchen. Sie hat nicht einfach gesagt, jetzt ist er im Tempel, jetzt ist gut, jetzt schauen, dass ich noch andere Kinder habe. Sondern sie ist ihn immer wieder besuchen. Sie hat Samuel zwar Gott angelegt, aber sie hat ihn nicht losgelassen, im Sinn von, dass sie ihn vergessen hat. Das heisst, sie hat immer wieder einen Priesterschutz für sie gemacht und geschaut, dass er alles gehabt hat, was er gebraucht hat. Und ich bin auch überzeugt, sie hat weiter noch für ihn gebetet, für ihn eingestanden und ist für ihn da gewesen.
Die zweite Person, die Samuel Rückendeckung gegeben hat, das ist ein bisschen erstaunlicher. Es ist der Eli. Und zwar der Eli, der 2 Söhne hatte, die das Schlimmste gemacht haben, was man sich vorstellen kann. Der Eli hat versagt als Vater und Gott hat ihm gesagt, wegen dem kannst du nicht mehr Priester sein. Wegen dem wird das Priestertum in deiner Familie nicht weitergehen. Aber gleichzeitig hat genau der Eli den Auftrag bekommen von Gott, den Samuel zu ausbilden. Was für eine Gnade von Gott. Gott braucht den Eli, der so an seiner Grenze war, und er gibt ihm nochmal eine Chance, um zu sagen, hey, schau, da hast du noch die Möglichkeit. Der Samuel hat alles, was er im Tempel gelehrt hat er vom Eli mitbekommen. Ja, jetzt ist mir gerade noch etwas in den Sinn. Ich habe Tempel gesagt, es war eben nicht der Tempel, es war die Stiftshütte, das war wie das Zelt, der Tempel ist erst später gekommen. Vielleicht passiert mir der Fehler noch 2, 3 Mal, weil irgendwie habe ich es falsch im Kopf gespeichert. Also es war die Stiftshütte, also ein grosses Zelt, das die Israeliten quasi noch von der Wüstenwanderung mit sich genommen haben. Also wir haben die Rückendeckung als Zutat. Es braucht Rückendeckung, Leute, die hinten dran stehen, die beten. Und wenn ihr so Better seid, dann hört nicht auf, bleibt dran. Ich merke es immer wieder, wie wertvoll das ist, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Herr Christoph, wir beten für dich. Du bist nicht allein. Wir geben dir Rückendeckung. Macht weiter, bleibt dran. Das ist eine wichtige Zutat, wenn es darum geht, dass das Reich von Gott vorwärts geht. Die dritte Zutat ist nicht sehr erstaunlich. Die dritte Zutat ist unser Herz. Gott will, dass wir von ganzem Herzen ihn suchen. Dass wir von ganzem Herzen nach seinem Willen fragen. Als ich mich vorbereitet habe für die Predigt, hat es 2 Fragen gehabt, die ich mir immer wieder gestellt habe. Die erste Frage war, wie hat sich der Samuel echt gefühlt, als ihn der Eli immer wieder zurückgeschickt hat? 3 Mal hat er aufstehen. Beim ersten Mal denkst du, okay, Feuerwehrübung, irgendetwas ist passiert, da muss ich aufstehen, da muss ich raus. Und dann geht zu dem Eli und merkt, der schlaft ja noch. Dann denkt er, irgendetwas ist komisch. Beim zweiten Mal hätte ich gedacht, anstelle von Samuel, als der will mich irgendwie für blöd verkaufen. Und beim dritten Mal wäre ich sicher nicht mehr aufgestanden. Er hat gesagt, ich brauche Schlaf, ich muss schlafen. Also wie hat sich der Samuel gefühlt, als er immer wieder aufstehen musste und jedes Mal gesagt, nein, es ist nichts. Da kommst du ja irgendwie blöd vor. Aber die zweite Frage ist noch viel spannender. Wie hat der Samuel sich gefühlt, als Eli gesagt hat, es ist Gott, der dich gerufen hat. Als er nach dem 3. Mal ins Bett gegangen ist und er weiss, hey, wenn ich wieder gerufen werde, hey, es ist Gott. Wenn es jetzt weitergeht, hey, dann ist das so an einem Priester, an einem Christ, an einem Gläubigen kann passieren, hey, Gottes Stimme zu hören. Das ist das Größte, was passieren kann. Und der Samuel hat gewusst, hey, es ist Gott gewesen. Und er geht in das Bett zurück. Und mit was für einer Einstellung oder mit was für einem Herz ist er in dem Bett gelegen. Und da möchte ich jetzt wieder eine kleine Geschichte erzählen von meiner Kindheit. Ihr kennt das sicher auch, wenn ihr Geburtstag habt als Kind. Da fangst du schon im Voraus an zu zählen, wie viele Tage geht es noch? Noch 10 Tage, noch 5 Tage, noch 1 Tag. Und nachher am Tag vorher denkst du, morgen habe ich Geburtstag. Und bei uns war es immer so, dass wir am Geburtstagmorgen einen Tisch hatten in der Stube, so ein kleines Tischchen, ein bisschen kleiner wie das da, wo alle Geschenke drauf waren und ein Kuchen in der Mitte. Und für mich ist es so, wenn ich Geburtstag hatte, am Tag vorher bist du ins Bett und morgen Morgen ist es soweit. Und ich stelle mir vor, dass der Samuel genau das Gefühl hatte, als er das 3. Mal ins Bett gegangen ist. Er hat gesagt, hey, jetzt, das nächste Mal, wenn ich gerufen werde, dann redet Gott, dann höre ich ihn, dann... Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, das ist die Einstellung, die der Samuel hatte. Und da merkt man einfach so das Herz von dem Samuel. Und was auch noch spannend war, er war so nur ein Kind gewesen, er hat Gottes Stimme nicht gekannt oder noch nicht gekannt, heisst es auch. Aber er hat Gott gesucht. Er hat nämlich
direkt neben dem Heiligtum geschlafen. Heiligtum ist das Heiligste von der ganzen Stiftshütte, die es gibt. Im Heiligtum, da ist die Bundeslade. Die Bundeslade, die ist so heilig, wenn man die berührt hat, ist man gerade gestorben. Und es ist quasi etwas dort ist Gott gewesen. Und dort, wo der Samuel geschlafen hat, ist quasi nur gerade eine Zeltwand auf der anderen Seite. Du hast das Heiligtum gehabt und auf der anderen Seite vom Zelt hat der Samuel übernachtet. Und er hat die Nähe zu Gott gesucht. Er wollte bei ihm sein, er wollte von ihm inspiriert werden, er wollte bei Gott sein. Und da merken wir das Herz von Samuel. Und wir sehen auch, das heißt nachher im Vers 26, aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Wir haben da eine Geschichte, wo der Samuel das erste Mal von Gott hört. Aber er wird in seinem Leben noch viel mal von Gott hören. Und das wird so weit kommen, dass er sich sicher ist, dass er Gottes Stimme hört, durch alle Logik durch. Oder gegen alles Sinn. Er hat den Auftrag bekommen, zum Isai zu gehen, einem Mann, der viele Söhne hatte. Und er hat gesagt, du einen von diesen Söhnen zum König krönen. Einer von denen wird König sein. Und er geht dort hin und er weiss, ich muss da hingehen. Und er steht vor dem Ersten und sieht, der ist ein Stark, das ist ein Guter, das ist sicher der König. Und Gott sagt, nein. Und beim Zweiten das Gleiche, beim Dritten auch. Und er geht durch alle Söhne durch, die auf einer Reihe stehen. Und keiner von denen, Gott sagt immer Nein. Und Samuel erkennt und versteht Gottes Stimme so gut, dass er das Nein jedes Mal hört und am Schluss ist auch wieder Nein. Und er weiss, ich habe Gott richtig verstanden. Gott hat immer Nein gesagt, aber gleichzeitig weiss, ich habe Gott richtig verstanden. Ich muss in diese Familie, ich muss da ankommen. Und es ist wie ein Widerspruch. Und ich sagte ihnen, irgendetwas stimmt da nicht. Irgendwo muss noch mal einer unten sein. Also, wir haben noch einen, das ist irgendwie bei den Schafen draussen. Aber der Samuel hat so ein feines Gespür entwickelt, zum Gott zu hören, zum auf Gott zu hören, dass er gegen alles durch, gegen alle Logik können, auf Gottes Stimme zu hören. Gott will unser Herz, ein Herz, das ihn sucht, ein Herz, das nicht viel mehr und nicht mehr will, weder nur ihn. Und schliesslich noch die vierte Zutat, das ist ein bisschen eine bittere, was so ein bisschen einen schlechten Beigeschmack hat. Und zwar geht es weniger um den Samuel und mehr um den Eli. Der Eli war der Priester, der verantwortlich war für den Tempel. Und Gott hat zu ihm geredet. Er war quasi das Sprachrohr für das Volk. Und jetzt in dieser Nacht merkt er, jetzt löst mich der kleine Samuel ab. Jetzt fängt Gott an, zum Samuel zu reden und nicht mehr zu mir. Dass man es auch haben. Trotz allem Verlust, trotz allem, und er gewusst hat, dass er falsch gemacht hat, hat er gemerkt, hey, jetzt ist es soweit. Aber er hat sich nicht dagegen gestreut. Er hat nicht versucht, an alten Sachen festzuhalten, nur in ihren Erzwillen. Und er hat sogar unbedingt wissen, was der Samuel von Gott gehört hat. Man lesen, er hat Samuel gezwungen, zum zu sagen, was Gott ihm gesagt hat. Weil die Nachricht von Gott war, dass das mit dem Eli nicht mehr weitergehen wird. Und der Eli hat gewusst, es kommt etwas Schlechtes. Weil Gott hat ihm das nämlich vorher auch schon gesagt. Aber gleichzeitig hat er sich nicht versteckt und hat sich dem gestellt und hat gesagt, hey Samuel, musst mir unbedingt sagen, was da passiert ist. Was Gott dir gesagt hat. Und dann sagte Eli, er ist der Herr, er soll tun, was er für richtig hält. Also die Zutat Rücktritt, merken, wenn es vorbei ist, dass man vielleicht noch etwas, dass es nicht mehr an einem ist und dass vielleicht jemand anders dran ist. Oder, um es jetzt halt vielleicht mehr aus der Sicht von Samuel zu sagen, ist vielleicht die Zutat nicht mehr Rücktritt, sondern freie Fahrt, Hindernisse, die aus dem Weg geräumt sind. Jetzt habe ich euch ja versprochen, dass es darum geht, um Erweckung. Aber geredet habe ich immer nur vom Samuel. Das ist ja nicht logisch. Erweckung ist ja mehr als nur eine Person. Aber wenn man eben genauer schaut, merkt man, es betrifft nicht nur den Samuel. Wir lesen im Kapitel 2, das heisst das ganze Volk.
Das ganze Volk hat sich beklagt über die Priester und gesagt, hey, es kann nicht mehr so weitergehen. Und am Schluss vom Kapitel 2 lesen wir, das ganze Volk hat Samuel anerkannt, dass er Gottes Prophet ist. Also das ganze Volk, wo distanziert war von Gott, wo keinen Zugang mehr hat zu Gott, hat wieder einen Zugang bekommen zu Gott. Und gleichzeitig merken wir auch, dass in dieser Geschichte eigentlich der Samuel liegt zu einer Zeit vom Volk Israel, zu der grössten Zeit vom Volk Israel. Der Samuel hat nachher den David gesalbt, ein König nach Gottes Herz. Und unter dem David und unter seinem Sohn Salomo ist Israel so nah an Gott gewesen, wie sonst noch nie. Es ist die Zeit, wo sie mit Gott unterwegs sind. Und nachher ist es wieder abgegangen. Und der Samuel ist der Anfang von dieser Zeit, wo das Volk Gott gesucht hat. Also es ist mehr wie der Samuel, es ist eine Zeit der Erweckung, eine Zeit, wo etwas passiert ist, eine Zeit, wo Gott geredet hat. Wünschst du dir, dass Erweckung geschieht? Wünschst du dir, dass deine Nachbarn, deine Familie zu Gott kommen? Willst du, dass du kannst sehen in deinem Leben, dass Wunder geschieht, dass etwas passiert, dass Gott handelt und du nur kannst staunen? Dann ist das Rezept, was es braucht. Raum auf. Tu alles, was nichts mit Gott zu tun hat und was im Weg steht in einer Beziehung zu Gott, verräumen. Und zwar ganz weg. Auf die Abfalldeponie und nicht einfach nur in den Keller. Besorg dir Rückendeckung von Leuten, die hinter dir stehen, die beten, die dich stärken, die dich motivieren. Prüf dein Herz und such Gott von ganzem Herzen. Sag Gott, du bist das Einzige, was ich will. Ich suche dich, ich will zu dir kommen. Schliesslich noch der 4. Punkt, eben, was man nicht machen können, aber was es braucht, ist eben die Freiheit, dass nichts im Weg steht und dass man vorwärts gehen kann. Zum Schluss ist mir nochmal wichtig zu sagen, mit dem, wo ich schon eingestiegen bin. Wir können uns Teil dazu machen, dass Gott anfängt zu handeln in unserem Leben, in unserem Umfeld. Wir haben ein Rezept dazu, dass Erweckung geschehen kann. Aber am Ende ist es bei Gott. Er ist der den Strom gibt für den Backofen. Wir können Gott nicht zwingen, dass er zu uns redet. Wir können Gott nicht dazu bringen, dass er Erweckung schenkt. Aber wir können alles tun, dass wenn Gott grünes Licht gibt, dass wir parat sind. Amen.